Jetzt ist die Frau mit dem Besenstiel aufs Entli los. Aber sie hat nur das Butterfass getroffen. Das ist umgekippt. Die Bauernfrau ist auf dem Butter rausgeschlüpft und der Länge nach auf die Nase geflogen. Und jetzt wollten die Kinder das Entli fangen. Aber weil jedes zuerst wollte sein, haben sie einander über den Haufen gerannt und sind in einem Knäuel auf dem Stubenboden gelegen. Das war ein Geschrei und ein Durcheinander. Gott sei Dank war die Tür offen und das Entli konnte rauswutschen. Da ist es im kalten Schnee gelegen. Ganz erschöpft und traurig. Das war ein harter, strenger Winter für das arme Entli. Es hat sich im Schilf versteckt und ist fast verhungert und verfroren. Aber endlich hat die Sonne wieder warm auf die Erde herabgeschonnen. Die Vögel haben zwitschert, der Flieder hat blüht. Es war herrlicher Frühling. Und auf einmal hat es endlich seine Flügel schwingen. Es hat so richtig geruscht. Und bevor es endlich recht gewusst hat, was es macht, ist es zu einem grossen, schönen Teich geflogen. Dort sind 3 prächtige, weisse Schwäne herumgeschwommen. Am Ende ist es ganz gespässig geworden und es hat gedacht, oh, sind die schön. Meiner Lebtag habe ich noch nie so etwas Schönes gesehen. Ich muss zu ihnen hinschwimmen, um es richtig anzuschauen. Wahrscheinlich schlagen sie mich zu Tod, weil ich so wüst bin.